ist denn das schon wieder? Oder Früh? Was ist denn mit dem Handy? Das ist ein Wahnsinn, das Fahrschaukel. Ja, wer spricht? Servus, Beate. Na, mir geht's gut. Eine Zeitung lesen tue ich grad. Einen Kaffee saufen. Was hast du gesagt? Ob ich einen Steifen hab? Beate, den hab ich doch ständig. Wieso kann der Andi nicht? Ach so, wegen einem Rosenmacher. Und wieso ist der hier? Ach so, weil er hier ist. Was anderes, Beate Mausi. Soll ich jetzt gleich zu dir kommen und die pudern oder... Was hast du gesagt? Ich bin ein Handywichser? Bist deppert? Ich hab doch keine Angst vor deiner Food. Moment da, du hast gesagt, dass dein beilnarische Pixen keine fleischfressende Pflanze ist. Ist das richtig? Ja, da gib ich dir schon recht. Mein Eichelkopf ist, ja, ich geb's zu, ist viel kleiner als ein Heißluftballon. Ja, tut leid. Beate, wieso willst du das mir gleich auflegen? Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Zum 1000. Mal. Ich kann nichts dafür, dass der Andi lieber seinen Rosenmacher hat als die. Ach so? Du tust mir am Blasen, wenn ihn Andi in hinigen Rosenmacher wegnahm. Selbstverfreilich schläge der Bitchnose Kurfood, Staubtrocken. Ich bin doch ein Gentleman. Das habe ich dir schon zigmal erzählt, dass ich am Land aufgewachsen bin. In gescheit Indien, du Gemeindebautrampe. Ich hab mehr hier buddert als der Zugstier von Hirtenberg. Komm, schön sprechen. Ich bin kein Dorftrottel, den was du verarschen kannst. Haben's da ins Hirn geschissen, Beate? Ist wieder 2 Gorillas besuchen? Weil du so gern in deiner versauten Blasgoschen 2 riesige Schokobananen stecken hast? Und literweise Kongo-Schlager was schlucken willst? Bist du nur zu retten? Geh doch scheißen mit deinem warmen Schmäh. Ich lass mich gern von alte Schaufensterpuppen im Herrenanzug ins Arschl wetzen. Druck das Geschichtel, geh komm, mach dich nicht lächerlich. Druck das Geschichtel dein bochenen Wöhnsittich ein. Dein Hansi-Burle, dein Geliebten. Nein, ich bin nicht besser, aber deine Art mit mir... Was ist los mit dir, Beate? Du klingst so komisch. Ach so, das musst du gleich sagen. Du hast den Beil von deinem Bello. Wie heißt das schnell? Sorry, ich war auch schon Gedächtnislücken. Genau, der Tasso. Tasso heißt er. Der treue Tasso. Sein Nudel komplett in der Food? Ach so, der Quer. Das finde ich viel raffiniert. Alle Achtung. Natürlich habe ich dich noch immer gern. Was für eine Frage. Und wenn ich ehrlich bin, es klingt ein bisschen kitschig, ich liebe dich. Du kannst mir am Arsch lecken, du verhurte Sau! Ich zahl doch nicht die Alimente, wenn dir da so antrat, der scheiß Bastardl! Okay, beruhig dich. Beate Mausi, entschuldige mich für mein, ich hab nicht gleich alles verstanden, für meine grobschlächtige Ausdrucksweise. Er nimmt einen Gummi, der Tasso. Brav ist er, der Tasso. Ein Foodflex, lieber Rüdiger. Ja, na, wenn er das noch, der ist ja dann ist er zirkusreif. Stimmt, und Nobelpreis. Würdig, ja. Na, da bist du im Irrtum, Beate. Der weltberühmte Hollywood-Hund Lassie hat ihm nicht gekriegt den Nobelpreis. Nein. Für Tier, Mensch, Biologie, glaube ich. Ja, kriegst du. Uninteressant. Du musst lauter und deutlicher reden. Du stöhnst das und winselt so laut. Ich kann fast nichts verstehen. Jetzt geht's. Jetzt höre ich dich schon besser. Ja. Na, Beate, danke für die Einladung. Aber du weißt, ich stehe nicht gern beim Liebesspiel. Ach so, du meinst nicht jetzt, du meinst nächsten Samstag, am Nachmittag.
Eine Natursektparty. Für Jung und Alt. Na, vergiss es, Beate. Das ist nicht meins, nein. Ruhebrunzen und anschließend Urinverkostung. Nein, das ist nicht meins. Das wird zu spießig. Du kennst mich doch. Du weißt. Ich will keine Vereinsmeierei. Nein. Was ich gerade mache, hab ich dir schon gesagt. Zeitung lesen, Kaffee saufen. Ja, und dann verwende ich die Nicht-Handy-Hand. Bingo! Bingo, Beate, ja? Jetzt spüre ich leidenschaftlich Taschenmiller. Danke für den Anruf, Beate, gell? Und lass ihn das so schön grüßen, gell? Und Bussi. An beide, gell? Ciao! Das ist ein Wahnsinn. Oder auf Ruhe. Na gut. Na ja, jetzt gehe ich mir brunzen. Scheiß Chico-Mause.